immer zu Brandzetsch für die 5 und die 6 Kurs vom Championat von der L2. Es war ganz viel Leute da, war super abgezündet, es war Kirmes dort, war amerikanisch Clip dort, war, wie gesagt, alles das, was für ein amerikanisch Treffen, was den du braucht. Die Amerikaner denken sowieso ein bisschen Auto verreckt. Hat sich Cobras Clip dort, war Mustangs Clip, Chevrolet Clip, von allem. War Bigfoot da, und dann sind wir das Auto gefahren, den Leitmatt gehalten, war wirklich, also für Zuschauer war immens viel Gebäude da. Ne? Na, gesehen wir ein paar Highlights vom letzten Jahr, da hat ein L&D gewonnen für Carl Racing, das ist der Team, wo der Gilles doch matt fährt. So, da gesagt ihn dann die Strecke ein bisschen. Ja, erst zu erwähnen, dass die Strecke, die hat 2 Varianten, natürlich die Lang-Variante und dann die Indie-Variante. Die Indie-Variante hat natürlich den Vorteil für die Zuschauer, dass die Autos viel mehr auf die Lunch kommen. Aber weil dann der NASCAR auch ein bisschen im Show geht, fahren sie natürlich den Indie-Circuit ein. Ich meine, Indie-Circuit war auch DTM gefahren. Ja, DTM fährt doch, du brauchst für den Tour ungefähr an der NASCAR 50 Sekunden. Dann bei 25 Meter Kurs kommen sie so relativ auf die Lunch. Da sehen wir auch, wie sie aus der Box rausfahren. Du hast direkt die erste Keier, die erste Tritt, die schon rausschwirrt. Da können die nun, an die hängt, du sicher rauf, noch draußen, das ist der Nullpunkt, dass sie sich planen. Und dann gesagt ihr noch, das geht ziemlich Peugeot, und noch tun ist ziemlich gay Peugeot, für dann die erste Haarnadel noch jetzt. Ich meine, das war eine Piste, die für Zuschauer ganz freundlich ist. Ihr habt gesagt, ganz rundherum. Ich gesagt, quasi von allen Punkten von der Piste gesagt, in der ganzen Tour war natürlich flott. Also, du kannst in Positionskampf gucken und kriegst alles von der Kursmatte. So, du hast den Befehl gegeben, dass Gentlemen Start Your Engines, was immer bei den Amerikanern üblich ist. Und du gesagt, dass Mechanisten aus dem Grid rausgehen, sodass sie Sprit machen für die Abfeuerungsrunde. Es sind 2 Abfeuerungsrunden, die gehen an den Pacecar gefahren. Am Ganzen sind alles ein Kurs dauert 30 Runden. Das ist kein Boxenstopp dabei, das ist ein Sprintkurs. Ne? Die Qualifikation die war extrem eng. Der Gilles hat sich auf der 13. Position qualifiziert, da leider auf 1 oder 2 Zehntel hat nicht an Superpole gepackt. Das weiß einfach, wie eng fällt das fällt. Von der schnellsten Zeit bis auf den Gilles Platz hat war ein knapp halb Sekunde. Da das nicht, dann da geht schon da geht ganz gering Zeit auf den durch, dann nicht an Superpole zu packen. Das auch dieses Jahr, wie gesagt, auch im Starterfeld sind immens viele Autos dabei. Und Konkurrenz, wie gesagt, das auch dieses Jahr an der Liga 2 ganz eng, also ganz stark, so dass die wirklich, wie der Max so just gesagt hat, mit wenig kann viel Plätze noch für fahren. Ja, wir haben 20 Autos im Depart, ich meine, du hast 13 Plätze, das ist gar nicht schlecht, da sind immerhin 16 Autos an drin. Und dann der Kurs kann dann gut noch führen. Muss ich noch so den Freitesten freien Training, den das nicht so ganz gut gelaufen, du konnte nicht viel fahren, weil die hatten kleine Probleme nach Steuerung. Den ich aber recht bemerkt gemacht hat am zweiten Training wie hier gefahren ist, so dass ich da nicht konnte, ich da intervenieren. Da gesagt, das Auto hat sich positioniert an der Pacecar. Das heißt, den Depart, der geht gehen, der Pacecar fährt an Boxengas ran und dann beschleunigen sie. Das heißt, der nächste geht normalerweise in Tempo 4. Das ist den 77, das ist den de Flandre, das den in Pole Position hat und die kann auch ein Tempo diktieren. Das war ziemlich alles vollischen sie von ziemlich gut an den. Das kennt den Drängel, das kennt den schon nie auf die Welt. Ja, da sehen die das ein bisschen anderen. Da kommen sie auf den Depart. Also bald Luten ausgehen, die an die geringen Luten nur gehen, dass den Depart freigehen. Er gesagt, den Depart ist freigehen, die Flandre den behält seine Position. Und das die Keier natürlich schwer Rund zu bremsen. Da geht der Plan rauf. Die Autos sind alle nur bei beim Start. Da gesagt noch, da sliden da verschiedene, die sind die haben ein bisschen weg. Pneu sind noch nicht auf 100% auf Temperatur. Und dann noch die erste Rätselhaarnadel, die doch aus ist. Da muss ich natürlich gucken, dass den Singlin hält, keinen Platz verliert, aber auch nicht eine Kollision schon verursacht. Der Gilles ist gut durchgekommen, durch die Keieren. Das war ja sein Teamkollege, dem Drescher. Das ist der Gilles Auto mit Grün, der Gilles ist der Gilles mit Blau. Du hast der Rabello, den auf der 2. Platz, den mischt Druck auf den de Flandre. Da kommen sie die Keier über das Startziel, das ist die nächste Tour ist fertig.
fängt den zweiten Tour run. Du gesehen noch fährt Neues, wird nur anscheinend soll regelmäßig gemerkt gehen, das Klassement jetzt längst war. Ja, und du gesagt noch, dass die Gilles 3 Plätze gut gemacht hat, der meisten Tour wird natürlich zu passen. Bei manchen Circuit, wie Brian sagt, das überholen nicht einfach, das heißt, da können doch schon auf der Stau tun, für Dosing Positionen gut zu machen. Ja, weil das Auto noch ziemlich gleich sind, alle Guten, dass das gar nicht so einfach von muss ich abwerten, dass einen Fehler möchte, dass der für einen Fehler möchte, für auch lernst zu fahren. Oder dass eben mit der Brechstange ein bisschen lernst. Ja, aber wie gesagt, das gesagt in dem Circuit, den ist relativ eng, und sich schon den als Hauptüberholmöglichkeit für den, die zweite Kette, das heißt, das ist nur Startziel, die erste jetzt plan Rover und dann kann du sich die zweite Rätskette sein Haarnadel 180 Grad Kette, da kann ich sich dann Bande positionieren für zu überholen. Aber wenn ihr guckt, der Rest von der Piste, da gibt es eigentlich just eine Linie, die kann fahren, die auch die schnellste ist. Und da kann ich quasi keine Überholmanöver setzen. Ich gesagt, die Roten zum Beispiel, die setzt Bande launcht für eine Haarnadel für Launch zu führen. Nur was Safety Car rauskommt, da sind an Kies gefahren, das heißt, bei der NASCAR ist immer so, da geht Sicherheit 4 Runden der Kurs und dafür bringen sie immer sehr einen Safety Car raus. Das hat 4 Runden gedauert. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer für Zuschauer, dann schmengen bei 30 Tieren insgesamt und Tour wird knapp 50 Sekunden, wenn dann 4 Tier Safety Cars, dann ja, das sind Zuschauer immer was nicht so gerne. Aber bon, auf der anderen Seite für die Spannung zu halten, und für die Sicherheit geht aber viel Wert abgelöst. Du gesehen de Flandre, den as empfangen normal so tolle 60 km/h vor bis bei Rotluder an die Rotluder gering ass, da kann ich gas. hin hat de paar bisssen antizipéiert, dat hicht den ass zu schnell gefuer wo net der versech vun ass mat 80 gefuer. An do fir si den noch sanktioniert gut rabelt nees bei der Hand 20 den Julia Shell den do richtig gefuer ass. Die Auto natürlich auch kein ABS, das ist, sobald du geteckt gehen hast, gehen sie sich als Reflexkette vor, oder voll auf Bremse lenken ran, das war da in dem Moment nicht mehr bringt, da geht ein Auto einfach viel vertreten, da riecht aus an die Kies, das gesagt noch. Wie gesagt, sie fahren zu 3 nehmen durch die Keier, das ist auch nicht gerade... ja, da ging der knapp 2 durch. Da musst du, wenn du dabei bist, musst du die anderen gut machen schaffen. Da heißt natürlich auch immer, weil, wie gesagt, dass ja ein Auto, an dem denen sich 2 Fahrer, einer ist Teil 2 und einer ist Teil dient, wenn natürlich die 2 Fahrer ein Crash wird, kann da doch einen Impact auf die den Fahrer holen, weil sie dehnen sich ein Auto, du musst den Auto rechtzeitig gefleckt geben für die Kurs. Probieren sie rauszuschläfen ohne Safety Car. Das heißt, die schwenken just den Fendel und Döbel Gel geschwenkt, da müssen sie alle gut 60 km/h fahren. Ja, nicht überholen natürlich. Und dann können sie den Gas gering aus. Brand Thatcher ist eine super Anlage. Ich meine, du siehst ihn noch von dem Gras für die Gemäder und so. Ich meine, die Menschen wirklich super Mädel. Du siehst ihn, dass die Engländer richtig Autos gängig sind. Gilles ist noch immer auf der 11. Position mit einem Platz verloren per Port zum Depart. Dort sehen sie ein Auto raus, wie gesagt, da kann Klassieren, wo man ohne den Safety Car rauskommt. Das wäre schon die Ideenkurs und da wären auch schon ganz viele Safety Car, also Phasen. Und dafür eigentlich für Zuschauer dann nicht so viel zu strapazieren, und sie dann noch einfach mal Gel gewinkt und just ein Auto rausgezogen. Rebello noch auf 4. Platz, im 3. ist der Venturi. Er gesagt, den Auto ist hin über den Körper sprangen, rechts und da links. So yeah, he's having a good run, and it'll be interesting to see when he catches the 11 whether he can get past and get onto the back of the leader. Yeah, I think he was in something like 9th or 10th, was he not at the restart? Wie gesagt, dass nicht viel Möglichkeiten dafür zu überholen. Müssen dann noch, weil doch das hier dauert, da so strapaziös für Pneumen. Ja, müssen sich ein Auto ein bisschen anlegen. Das heißt, ich kann ja noch nicht von Anfang an zu aggressiv fahren, da gehen Pneumen zu warm, verliert ein Auto Grip an, dann für die Milieursrundenzeiten, dann sind es leichte Gegner, leichten Gegner für die Gegner. Und dafür müssen sich ein Auto anlegen, für was ganz kurz gesehen, sich dieselbe Zeiten können zu fahren, konstant Zeiten an Position zu verteidigen und am besten Fall die Person, die 4 durchzugreifen.
Gut sein, den Drescher wie ein bisschen präsent geht beim Bukina. Ein bisschen Druck setzen, wenn er den Fehler möchte. So, da steht Justin Kunz. Den hat ein bisschen Probleme mit seinem Auto, das ist nach Boxwagen gefahren. Ja, du hast Kost natürlich direkt gelaufen, sobald er am Box racken. Ich meine, fällt er so eng bei ihnen. Zumal so ein kleines Circuit, du hast den direkten Tür verloren, du möchtest okay, wird mich weiterzufahren. Ja, das ist wichtig. Obwohl er für den letzten Platz auch noch Punkte kriegt. Ne? Fangen wir den Unterschied zwischen dem ersten, also zwischen dem zweiten und dem dritten, also fangen wir just Punkt. Der nächste der kriegt mehr Punkte, weil er das Feld gefeiert hat als Leader. Aber dann die anderen Positionen sind eigentlich nur ein Unterschied von einem Punkt. Ne? Das heißt, wenn er 5. geht oder 6. geht, das heißt, dann kannst du den Punkt. Ja, da möchte ich schon Sinn, Kost fertig zu führen. Eben, habe ich gesehen, beim Justin Kunz, da war wahrscheinlich ein Auto ein technisches Problem, so dass die Kost nicht konnte fertig. Ja, der wird als letzter kassiert, der geht aber nach so einem Punkt. Ich meine, der nächste Glied feiert sich, sind noch nicht 100% sicher, und so zurückgerechnet. So potentially you could finish second if you gain the 4 points and only finish 1 point. Schön, aber trotzdem mal noch nicht fahren. Mit tun ich auch schon so ein paar Gruppen gebildet, da ist immer so die 6 echt sind zusammen und 7 echt sind zusammen und da geht gleich klar und da kommen drin 2, 3. Da sehen wir die Gilles im Bild. Wie gesagt, hat ein ganz Party Auto in der Hand hat sich gelöst. Sind dann 20 in der Kurs, das ist auf der Position, das ist eine relativ gute Position. Du hast da sehr recht stehen, durch Kiesbett gefahren hast. Nee, vom selben noch rauskommen hast. Jetzt muss ich noch so in Hai sind noch pure Gastführer dabei. Die sind natürlich nicht so vertraut mit dem Auto und nicht noch schon leichte Fehler gemacht. Du hast den 90, das ist Pedro Bonet von Bax Racing. So hat gehen wir die vom selben nicht da raus. Das ist die muss ich rausgezogen. Und da muss ich so nicht sicher, ob ich auf Vierfeld oder Mittelfeld oder Hannen Positionskämpfe, die gehen am gesamten Feld. Und das ist auch das, was flott, dass wir Zuschauer zu gucken, dass wir nicht nehmen, dass 4 spannend ist, das ist auch am Mittelfeld spannender noch Hannen. Du hast in der Flandre, den wird schon ein bisschen avance, aber auf dem zweiten, auf den Rabello. Das natürlich, von dem kann allein 4 wegfahren, und die braucht nicht nach Hannen zu gucken. Kann in einer Runde fahren, wie wenn er dann Pulk fährt. Du hast eine manche Platten, kann der Hand für 3 zu wechseln. Das war eigentlich gesagt, der Rabello, die muss sich mehr in den Rückspiegel gucken, wie ihn auf 4 kann angreifen. Und das möchte ich immer auf der Rundenzeit bemerkbar. Du hast kein Kommierer gewesen, oder so rausgefahren, um vom selben zurückkommen. Wie gesagt, den muss ich noch anders verteidigen, und dafür kann der Flandre 4 fortziehen. Der Gilles also den 10. Was Nedeften, das war nämlich, weil dem Drescher sein er fliegt noch ziemlich heftig raus. Das ist die letzte Keier für Start Ziel. Da ist ein Rätz gezündet Keier, wo ich relativ viel Schwung muss matteln, ob die riecht. Und wenn ich da ein bisschen zu sehr ist, dann treibt ein Auto natürlich längs raus. Du geht ein Auto auch ganz unstabil im Fangrall. Das ist ein Keier, die hängt doch ein bisschen an. Du musst schon, das ist schon eine Beschleunigung. Und wie gesagt, du geht ein Auto ein bisschen unstabil. So, wie sind wir Zielfleck, denn die Flandre, die nicht gewonnen. Für Felipe Rabello, auf 3. Position haben wir den Florian Venturi, 4. geht den Dumaré, 5. Dalso, 6. geht den Gilles, sein Teamkollege, den Drescher von Carl Racing, 7. haben wir den Freddy Nordström, das war dem Gilles sein Teamkollege vom letzten Jahr, mit dem ein Auto gedealt wird. Und dann haben wir den Gilles auf der guter 10. Platz. Nein, gibt der Freddy Nordström, der fährt just einen Kurs Mathe, das ist halt, das ist die Wunderempfang in England, und dafür für den die Kurs Mathe. Wir sehen das Klassement, Gilles auf der 11. Platz. Für Tambour. Du wie seid ihr wie Auto rausfahren, für auf die Grid zu fahren. Normalerweise ist es immer so,
samstes vierte die den und dann donno vierte die 2 als sonne das immer umgedreht just an England do fir die Lied och sondes fir dicht an donno vierte die 2 dat hecht an Ideen hätte de bisse gecrasht da wären 3 Autoen involviert a von den 3 konnten 2 nemmi mat vor und da war auch leider den Philippe Ravello dabei Den an der kosten zweite Guinness. Den auch am General ziemlich viel bei war an Dekalodon der Dutterkurs net mat deel. Das ist natürlich schön. Das ist auch immer das Risiko, wenn sich ein Auto zu 2 Führer deelt. Ich meine, da hofft den immer, dass ein Teamkollege auch kein Crash baut, aber das bleibt am Rennsport eben nicht aus. Und das ist auch nicht immer Vorwurf zu machen. Ich meine, das Feld ist so eng, alle Situationen sind nicht, da muss ein Fehler geschieht. Und ich meine, das kann die Menge so gut wie die Männer geschehen. Das ist natürlich schwer, weil kann die zweite Kurse nicht fahren, der Philippe Rabello. Ja. War auch ein bisschen Pech dabei bei der ganzen Sache, dass am Pult geschieht, dass ein Auto quersch gegangen, du hast ein Auto die anderen bewegen, also getroffen, du hast ein Ausgewicht und du hast den Pap an dem Jungen sein Auto gerannt. Das war ein bisschen unglück. Aber bon, das... Ich habe gesagt, die verschiedenen die Pneu ganz aggressiv fahren. Das ist natürlich ein Tour so kurz, da muss ich schon ganz sehr probieren, die Pneu auf Temperatur zu kriegen, für dann gute Start hinzulegen. Du hast du just den Kunstnecker. Nummer 2 Abwärmtour gefordert. Ja, so denke mir, du stellen sich ab für der Pré-Départ. Richtig. Ja. So, Leute, sie Platz auch fand am Feld. Du hast im Dümmer sein Auto. Und da gesagt, die 4 gesagt, ein Platz, die idle bleibt, das dann den Philippe Ravello singt. Ja, das ist die Platz, die bleibt dann idle. Ich will nicht testen, dass von nicht kann starten, dass dann Konkurrenten alle einen Platz abrickeln, das wäre ja doch unfair. Das ist die Platz, die bleibt idle und bleibt in der Sänger-Startabstellung stehen. Das gesehen noch im fliegenden Start ja noch. Die Plätze am Fong geht nicht besetzt. Ne? Das ist doch kann den dritten, den vierten nicht bei. Nee, an der ersten Runde, an der ersten Reihe steht da just im Lehnauto. Ne? Da gehen die letzten Präparationen gemacht. Ja, du gesagt noch ziemlich viel, weil dem dritten Auto an den Rund, das die Gelen mit der Nummer 56, den hat schon so ein Schwarzschnitt drauf. Das heißt, überall da, wo kein Gel drauf ist, wenn mit gelen Auto, du hast schon... Da sind ja schon viel gebraucht. Das war so richtig. So, dann du hast... Für ein Auto hat dem Safety Car kurz vor dem Depart, wie gesagt, müssen sie nicht zur Reihe bilden, alle an der Nähe nicht überholen, ob Start, ob Ziel, und wenn die Lut dann ausgeht, da können sie richtig Gas geben. Der Gilles, der steht da draußen, das ist nicht gerade ganz... Ja, weil die Eichkeier, die noch jetzt geht, dann muss ich gucken, wie sie in Position verteidigt. Kein Safety Car ran. Ja, du gesagt, wie gesagt, an der ersten Reihe hast du den Auto, weil den zweiten nicht mitfahren kann. Du regelt aber auch die Reihe nicht drauf. Ne? Da geschieht direkt der Crash um Start. Und ich gucke ganz ziemlich schon an. Du hast ein paar frei. Ich habe gesagt, ein Tannischer Rabbeln. Das natürlich geht ja gesagt, dass an der ersten Keier keinen Kurs gewinnt. Ab den nächsten 5 Meter wollen sie sicher nicht. Das ist, da sind verschiedene Fahrer, die wollen dann einfach zu viel. Wird mich schlau vielleicht, Parkieren aufzuwarten, jeden attackiert. Genau. Du hast so, du kannst Pace-Car raus, oder Safety-Car raus, und das Auto muss durch Boxengas fahren. Ja, ich sehe mal erst schon gelbe Fändel, da sind da verschiedene Späte auf der Bremse, die das nicht matt kriegen. Das ist auch so nass, wenn du zum Beispiel ein Velo einen gelben Fändel, einen Pace-Car rausschicken, dann zählt die rund immer die 4 Druge vorgeht. Ne? So, du gesehen, in der Feiert, wenn man die involviert an dem Crash da, rundherum hängt, da das viel Plastik,
mir empfang de Chassis oder so die das noch alles ganz Ja, dat sie Gitarre Chassien, die sind ziemlich stabil. Dat du also sech Kosmetik mit die Kurse selber gelaf, weil ja so kann ich natürlich nicht vorhin, das gefährlich, wenn die Stecker wäsch fliehen an Fidalo an der Box zu flicken, dat ging zu viel Zeit an der Sprache. also Kassierer drin besteht aus 12 Plexiglas also Polyesterstecker an dat ist dir de Kapo Schutzblech paar Schock an so dat sind am ganzen sind 12 Stecker so. Der Gilles war von der 13. Position gestartet als op der 11. Moment. Der steht nicht beim Depart zur Platz gut gemacht. Ja, noch 8 Tier den Depart an dich geht alles gut normalerweise am nächsten Tour also im Depart so, dann den Dumario Spitzival an der Dunnerste Venturi. Der Gilles gesagt, den als Spannen, der kann dort attackieren und noch einen Platz gut machen. Du hast die dritte Keier, die ist auch ziemlich scheike, weil du vorhin auch viel über Gras, du hast den Drescher schon umgegangen an dabei zu fahren bei den Freddy Nordström, für den Saison, na ist sie noch da. Ja, am nächsten Tier geht natürlich ganz eng zu. Er gesagt, den Drescher, der wird wirklich extrem aggressiv, ein Auto, also im Sliden. Ja, rutscht 4 Wäsche, rutscht Tannen Wäsche. Da darf ich dann natürlich nicht den Fehler machen, zu aggressiv und zu rucken, weil sonst geht der Pneu so warm, dass den komplette Grip verliert, dann da geht der nächste noch an wie noch viel. Weil die Pneu, die sich schon gestern gefahren gehen, also das heißt, alle Chauffeur muss die 2W, also die 2D mit den selbst Pneu fahren. Er kriegt samstags morgens ein neues Satz Pneu, also das heißt 2 neue Pneuen. Und die mussten sich dann, die 4 Pneu mussten sich dann so die ganze Weekend annehmen. So. Wie gesagt, da fahren sie auch alle gut nach denen, da gucken sie sich zu positionieren, gucken, wo die anderen ein Crash tut, wir können dort attackieren. Gilles ist ganz noch an drin. Ja, riecht das ein bisschen zu kurz für den Wandschild, vom Wandschild, da können sie profitieren und dann an die Eichkeier der Gegner auszubremsen. Dafür ist die Riechfläche ein bisschen zu kurz. Die beste Überholmöglichkeit ist wirklich die zweite Keier, die Haarnadel, die Ritz. Wenn ihn da, wie gesagt, der riecht und dann redet sie ran, ziemlich schnell bei ist, da kann ihn an der 180 Grad da sich noch Bande setzen und dann da überholen. Die schnellsten Zeit kann der Moment von Florian Venturi mit 50 Sekunden und 7 Zehntel. Der zweite Platz. Das ist mehr los wie die Zeiten, die am Qualifying gefahren gehen. Was natürlich in der Kurs, also in einem Zweikampf, da kann ich noch nicht die Zeiten sich realistisch fahren. Dann sehen wir nicht am Kiesbett, da das genau bei der 180 Grad Keier. Wie gesagt, da kann ich auch gerne ein bisschen überschätzen. Für den B-Job und dann meint den, okay, B-Job geht nicht so schnell, ne? Ja, wenn du ein bisschen später auf der Bremse bremst, dann geht es aber da richtig. Dann geht's richtig aus, ja. Vom Bremspunkt bis bei Keier, also nicht mehr weit. So, der Venturi, die weicht sich immer da ein bisschen an drunter, fährt ein bisschen raus, für den anderen ein bisschen zu beeinflussen. Mein Nummer ist also schon lange dabei. Ich meine, so sehr lässt den auch nicht Nervös man da. da nervös machen. Richtig. Ich habe gesagt, in verschiedenen Fuhren nie was Gras bisschen für die Lind zu machen. Auch hin mit dem Auto aber schon zu kämpfen. Ja. Wie gesagt, ein Auto, du musst ziemlich proper damit fahren. Das hört sich so komisch an, obwohl sie so amerikanisch köchten sie so, ne? Aber die müssen trotzdem schon präzise bewegen. So, da geht den aus dem Kies rausgezogen, aber auch, wie gesagt, kein Safety Car, nicht mehr gelben Fendel. Das heißt, auf der Platz darf nicht überholen. So, da sind sie ziemlich nur an der Nähe. Das riecht drauf. Ich habe gesagt, in die Eichkeier, die Ritz, da einen Takt zu setzen, das ist natürlich schwierig.
da gëtt se schüst eng Lin duch die Käier fan da muss der Tag hekommen fir der Hanadel en kën lo ja da setzen sich dann nief den Venturi da gëtt natierch Kontakt am Dumaré an den Gewënnpositionioune war op der tolle so ganz fair war ass natierch eng aner Sach méi muss in der woch dat den Dumaré Dir net zou gemat huet an dann wann en dort Chance op Victor huet da stöcht den da waren das kann so ein bisschen ein Kontaktsport, ne? Das ist nicht, dass den du sich nicht kann lehnen oder so. Wie bei der DTM, du fliehen bei Highplay noch Plastikstecker durch, damit die sind nicht relevant. Ja, die Autos sind ziemlich robust. Ich habe gesehen, die Venturi hat schon einen großen Aufstand. 21. Tour. Die Gila Solon geht zu attackieren, du fährt den attackiert den 73. Ja, da war ein bisschen Kontakt, mir hat gehört dazu. Ja. Sie waren zu 20 Minuten aus den 73 rangefahren. Und dann stand ein Auto ein bisschen quisch. Und da war nicht schlimm gewesen. So, da sind die Flandre hat den Dumaré wie noch probiert, sich leicht zu kämpfen. Man hat gesagt, in der Venturi 4, den das fort, den hat er so viel mit Pace am Auto. Für den Dumaré hält, fällt ein bisschen ab. Ja, an sich waren zwei die interessant kosten. Ich sehe noch beim Drescher auf der Seite, wie Kasri drauf hält. Ich meine, Karl Racing hast du froh, wenn Kurs fertig ist. Da gibt kein Ersatzstecker mehr für das Weekend. Nee. Hier hat auch Pech, weil im Endeffekt ist das Stück da raufgefallen. Und da werden Schalter aus Bausen im Auto, das heißt, wenn zum Beispiel etwas geschehen, dass ich noch von Bausen ein Auto un- und ausmachen kann. Da war das Stück, das war raufgegangen. Und du hast den Schalter auch mal drauf gerappt gewesen. Und das heißt, du fährst den Drescher dann noch später hin ausgefallen. Der Gilles ist im Moment auf der 8. Position, hat also vom Depart schon 5 Plätze gut gemacht. Ja. Das heißt doch, da meine ich, kriegt ihr pro Punkt, den ihn gut möchte. Pro Platz, den gut ja, möchte. pro Bonuspunkt, Platz, ja. Bonuspunkt, richtig. So, da sind wir schon am letzten Tour. Venturi hat einen ziemlich großen Viersprung für den Dumaré. Den Freddy Nostrum aus dem 3. gehen. Burkina den 4., Delzo den 5., der Flandre den 6., Und der Gilles geht nach der 7. Auf der letzten Meter, den 8. ja, nach den Stimmen Ja. kurz 7, da war wahrscheinlich direkt im Gegner drin. Das ist die 8. Position zum Schluss. Das ist ein gutes Resultat für zu Brentzetsch als 13. fortgefahren nach den Nukam. Wieso das auch mal denkt, dass man davon nur vorher fortfährt, ne? Was für eine Gruppe. So, da sehen wir ein Klassement von der Kurs. Da sind wir waren 30 Tiere, die Gilles 15 Sekunden an drin. Der Tisch nicht pro Tour knapp eine halbe Sekunde verloren, weil das ist nicht viel ist. Also ein Championat wie bei der NASCAR geht das natürlich durch für eine Dation zu sein, mehr 8 zu sein. Mit Zeitaufstellung sich sind aber relativ gering, das muss ich schon sagen. Ja. So, das war Brentzetsch. Und das war ein super Weekend. War viel Leute da, viele Zuschauer. Kurz das gut ausgegangen, zum Schluss nicht Futti gemacht. Das Auto war das ganz geblieben. Und dann sind wir an 3 Wochen rum zu Tour. Ja, das ist der Noval Frankreich, den einzigen Noval am Kalender. Okay, richtig.